Vielleicht haben Sie ja auch solche Bügelschönheiten daheim. Aber mal ehrlich, meist sind Kleiderbügel eher langweilig und hängen den ganzen Tag nur im Dunkeln rum. Doch nun gibt es jemanden, der diese Stücke in ein neues Licht rückt. Und der heißt Matthias Dülp. Matthias Dülp wohnt in Ettlerswind bei Forchheim und ist Kleiderbügelsammler. Warum sammelt man denn? Naja, weil man es haben möchte. Ne? Das will ich unbedingt haben, und zwar in großer Zahl. Es ist ein Erbschaden. Man findet ein Teil, fällt einem auf, dann bekommt man ein zweites Teil, sagt, oh, das ist so ähnlich. Gibt es noch ein drittes, ein viertes, ein 3000. Fast 3500 sind in den letzten 20 Jahren zusammengekommen. Kuratorin Regine Franzke muss nun streng aussortieren. In der neuen Sonderausstellung im Museum Industriekultur in Nürnberg sollen ab nächster Woche nur die ganz besonderen Stücke präsentiert werden. Und so hat die Kuratorin schon mal eine eigene Vitrine eingerichtet für die praktischen Reise- und Klappbügel, für die knitterfreie Kleidung unterwegs. Der Kleiderbügel, ein echtes Stück Alltagskultur. Es ist mit allen Dingen so, die uns so tagtäglich durchs Leben begleiten, uns das Leben erleichtern. Wir machen uns einfach keine Gedanken darüber. Und so ergeht es auch dem Kleiderbügel. Und zwar völlig zu Unrecht, würde ich sagen, weil, wie die Ausstellung ja zeigt, es gibt keinen, behaupte ich jetzt mal, keinen alltagskulturellen Gegenstand, der in so einer großen Vielfalt daherkommt, wie der Bügel. Und diese Vielfalt soll auch die neue Ausstellung zeigen. Ob Plastik, Draht oder Holz, die Stücke hier spiegeln jede Menge Zeitgeist wider. Die sind zurzeit wieder, glaube ich, recht modern, 70er Jahre wieder im Trend. Eine ganz typische Form, die man übrigens dann früher schon in Pappbügeln in den 30er Jahren gefunden hat. Ach, die 30er, da glänzten die Hängebügel als edles Utensil im Schrankkoffer. Diese Holzbügel gibt es noch, doch die Geschäfte und Wäschereien, die sie einst beworben haben, sind längst verschwunden. Wenn die Haken nicht gut vernickelt oder verzinkt waren oder oberflächenvergütet, dann rosteten die und dann kriegen sie einen rostigen Kragen. Also wir nennen das Kragenrolle. Kleiderbügel erinnern aber auch an die Zeit, als es in Bamberg eine Adolf-Hitler-Straße gab und jüdische Händler ihre Läden schließen mussten. Der unselige Geist der Zeit, sogar auf den Holzbügeln fand er Platz. Die Auswahl für die Ausstellung ist getroffen. Aber die Besucher sollen die Bügel nicht nur anschauen, sondern auch ausprobieren und Spaß haben, mit ausgewählten Stücken jedenfalls. Museumsleiterin Monika Dreikorn lädt deshalb ein zu Workshops und Aktionen. Ein Fotowettbewerb, bei dem jeder seinen Kleiderbügel, seinen Lieblingskleiderbügel oder sein scheußlichstes Stück, wie er möchte, in Szene setzen kann. Mit lustigen Kategorien wie welcher Kleiderbügeltyp bist du oder Nürnberg sucht den schönsten Kleiderbügel. Wenn es ihn nicht gäbe, man müsste ihn glatt erfinden. Der Kleiderbügel, ein fabelhaftes Alltagsding.